diesem Thema ein Grundsatz für mich noch für Piraten wichtig ist, an den das Mannerdaten. Und just da, wo sie Hilfe bringen. Das nicht, dass man Versprechen machen, dann digital first, dann Priorität digital und alles, an immer mehr Daten erheben, wo wir noch nicht wissen, was damit geschieht, weil die Daten sollen nicht dazu dienen, dass ein Bürger noch können mehr überwacht gehen, die Daten sollen nicht dazu dienen, dass neue Datenkraken sollen entstehen. Und das ist eben die Tendenz, die gefährlich ist, mir für 2 Wochen eine LSAP-Motion aufgelegt, wo so ein Datenkrak sollte entstehen. Zu allem Moment muss der Bürger wissen, wenn ich wo, wie eng Daten erhoben gehen, auf was damit gemäht wird. Transparenz als das Hexten, was Minister muss auf alle Gesetze schreiben, auf alle einzelnen Prozesse, was hier am Land mit den Daten wird geschehen. Weil, wenn Daten verschafft gehen, muss es dem Bürger möglich sein, zu gucken, wen zu welchem Zeitpunkt was damit gemäht wird. Und da kommen wir auf KI, weil das wird schwierig. Das sind wir uns bewusst. Das geht ganz schwierig für Nutzer vollziehen, weil was mehr KI wird angesagt gibt, was mehr vernetzt wird angesagt gibt beim Staat, was man nachher nur Nutzer vollziehen, das was mit den Daten von einzelnen Leuten geschieht. Und das ist von den großen Risiken, dass ein Datenkrak geschaffen wird, den nicht mehr am Käfig kann halten. Da komme ich auch ein Kehr drauf zurück. Ja, der Magische hat unter dieser Regierungen, den vierigsten Regierungen, einen großen Fortschritt gemäht. Das muss ihnen zugestehen. Ich benutze Magische selber oft und funktioniert tadellos. Also kann ich nicht reklamieren, kann ich nur noch sagen. Ich hatte damals Question Parlamentare, für was ein Führerschein war, Karte d'Identité und so weiter wollen, dann so die Geschichten nicht funktionieren. Du kennst den mehr modernen Sinn. Ich meine, das heißt ein bisschen wie bei den Banken. Dass du eine Bank, die du gekündigt hast, vielleicht am Hirsch auf Apple Pay zu gehen. Das heißt das beim Staat doch so. Das zieht den halt ein bisschen nur. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr Energie, für das Kind abbringen, für alle Leute, die sagen, wo ein Bürger am Alltag direkt gegen helfen. Wäre cool, wenn ich seinen Führerschein und seine Karte d'Identité von der Wallet hätte, dann können sie überall weisen. Natürlich muss ich auch, wenn ich will, digitale Leben teilholen, den Internetzugang haben. Das ist von den Problemen, die wir gesehen haben, dass ein Preis dafür, dass ich überhaupt am Internet surfen kann, die Leute aber immer mehr davon laufen, wenn ich vergleiche, wie die an den Jahren gestiegen sind, sehr für die Mobilen, wie auch daheim. Da fühlen sich auch heute Emotionen, Bruder, das wird keine überraschen, für Free Wifi durch Land, für das sind Leute. Wir schwätzen alle gut von dem Digitalen, auch können einen freien Zugang dazu kriegen. Weil, wenn wir über die Magische schwätzen, darf man nicht die Fehler machen, wie Banken gemäht haben. Da sind Leute, die nur gezwungen sind, auf digital Wert zu gehen und dann aber Chemie auffangen, weil es gibt nur Leute, die können den digitalen Weg nicht gehen. Und da kommen wir auf die Diskussion zurück vom Lux Trust. Ja, das vielleicht haut am digitalen mir sicher, wenn in die App wird, wo ich das nach einmal kann vorstellen. Wir alle die Leute, die das Smartphone nicht tun und die anderen Möglichkeiten nicht tun, die trauern nach einmal den malen Token noch. Und das ist von den Problemen, wo man eigentlich mehr Leute an einem gewissen Alter verschreckt, wie sie mit auf Bord zu holen, wenn man eine Digitalisierung will. Und dann zu den ein bisschen mehr negativen Punkten. Kritisch kann ich noch gucken, wie eine Software beim Staat angesagt wird. Ganz rezent ein Datenleak bei der Police von einer israelischen Software, die angesagt ging, also wenn wir dann bei dem israelischen Software sind, kommt es nicht rundherum für das Thema, was ich schon hat gefehlt 100-fach geschwärzt für Pegasus. Dieser Staat setzt Pegasus nicht auf die schwarze Lösche, nicht auf die rote Lösche, darf nachher mal über Lützeburg verkauft. Die Pegasus, für die nicht wissen, als ein Trojaner, wo Menschenrechtler, Journalisten ausspioniert, wo rezent Hamas ausspioniert, das heißt Gaza ausspioniert, wo immens viele Verletzungen gemäht sind am Datenschutz. An Lützeburg schon viel. Der Reden gehabt, Demos war der LSAP, wo der Wirtschaftsminister und Außenminister immer für Pegasus geschwärzt hat und dann nicht in der Bande wollte. Ich hoffe, mit der neuen Regierung stoßen wir dort mit offenen Ohren. Das stimmt ganz klar. Ich hatte ganz klar Interpellationen über Pegasus. Sowohl dir wie Herr Asselborn und Alkeiers verteidigt. Die Motionen aufgelehnt, dass Pegasus nämlich soll über Lützeburg verkauft gehen. Also Herr Fayo, wir können nicht nur sicher gehen. Ja, komm, wir gehen nicht nur sicher, dass die Motionen für Pegasus aufgelehnt wird. Ja. Gern. Wir können das nur gerne nur sicher gehen, wie oft der LSAP geschwärzt, dass der Pegasus weiterhin soll verdrieben gehen und dass das Problem nicht angesehen ist. Ich hatte nämlich eine Aktualität, die uns am Herr Asselborn, das weiß ich noch ganz genau.
limitierte Kredibilität. So, Herr Görge, Merci, Herr Freier, für Ihre Kritik. dir hat Wort. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt. VDS. Könnt ihr euch eigentlich abregen als LSAP, weil du stehst auch mal dran. Über Vorratsdatenspeicherung. Von den digital schwätzt nicht, dass Bürger sollen überwacht gehen. Aber wir haben aber nachher immer hier am Land eine Vorratsdatenspeicherung, wo d'Office all Urruf protokolliert wird, all Urruf erfasst wird. Auch da ist ein Punkt, wenn wir von digitalen Lützeburg schwätzen, was nicht soll vorkommen. Weil auch da gehen es Privatfirmen, die Daten erheben. Aber wenn wir bei den privaten Firmen sehen, sind wir bei dem anderen Datenleck, was für 14 Tage war. Das war Indigo. Das heißt, es gibt verschiedene Mengen, die forcieren, weil hier Bürger, wenn sie auf öffentlichen Terrain, nicht im Parkhaus, im öffentlichen Terrain beim Bäcker, von der wollte Brötchen kaufen gehen, stehen hier Plug anzugehen. So, da waren alle guten die Daten von so viel Menschen öffentlich ansehbar. Das heißt, es konnte ein Profil erstellen, WW-Niveau, Parkticket hat mit Wänge placken. Das ist nicht das digitale Lützeburg, was wir uns vorstellen. Das ist genau das, was die nicht machen sollen. Aber wenn die so Systeme möchten, soll das nicht auf Privatfirmen aufwälzen. Das soll der Staat garantieren, dass dort den Datenschutz erhalten ist. Weil heute wird ja plus nach über ausländische Server gelaufen, sodass dann alle die Daten am Internet gehackt sind. So. Nun habe ich mal die Gemengen abgeschrieben, und so ein Lieblingsproblem, wenn wir vom digitalen Gemenge schwätzen, außer der Stadt Lützeburg, die hast du ausgeholt, der Sigi. Also, was noch dort Dossieren, ich meine, für 3-4 Jahre heute Sigi hat man Demos war der Moment, wo man hätte Kind so als Chamber wir reformieren, die Sigi, das in die Leistung bringt, wofür die Gemenge ganz viel Geld bezahlen. Und Herr Feier, der könnte ja schon abbrechen, Demos war den Rot Innenminister blockiert hat. Dass der Sigi endlich das Kind bringen, für was das Gemengen so viel Geld bezahlen. Weil das schön, wenn die Regierung etwas möchte, mit Gemengen muss nutzen. Und Gemenge will nutzen. Ich schwätze mit vielen Gemengepolitiker, da gehen sie immer gebremst zum Sigi. Und du hast als klare Meinung, dass der Staat soll hingehen an die Gemengen eine Hand mal packen, und das Gemengen nicht müssen über den Sigi fahren, für das zu machen. Und dann, aber nach so Punkt noch schon E-Santé, Orica, Zeit das rüber. Wir schon haben eine Emotion, ja, ich verstehe, dass die Roten nicht immer froh sind, weil die eine Sache, wo ich aus der Vergangenheit gesagt habe. Oh ja, Herr Freier. Ich schon nach eine Emotion, als die für die Free Wifi, und die zweite Emotion, als die, wenn wir heute über KI schwätzen, habe ich KI dann noch gefragt, was die potenziellen Risiken sind, und habe ich KI dann eine Motion schreiben gelassen. Das heißt, als Motion, wo die KI über sich selber schwätzt, was die Regierung machen muss, für hier sie an die Regeln zu halten und auf die Gefahren aufmerksam möchte, die von hier selber ausgehen. Merci. Das ist aber auch so, dass, wenn als Restauration sich verändert, es auch da einzelne Chancen gehen, zum Beispiel bei den Lieferservices, da gibt es ganz neue Applikationen, die dafür dass der Restaurateur nicht mehr muss Personal selber erstellen, beziehungsweise Autoren für finanzieren, für können auszuliefern und so auch kleinen Dörfer über die Dorfgrenzen heraus kann sein Kommerz betreiben. Das sind aber nach Einzelfällen, wo am Moment da wirklich davon profitieren können, mit das aber den digitalen Weg, wo ich kann mitgehen. Klienten sind ganz unterschiedlich. Es sind Geschäftsleiter und Touristen hier in der Stadt, vielleicht noch Touristen nach verschiedenen Regionen des Landes. Und dann sind echt Stammklienten an einer Gemenge, die sollen an den Café, Bistro oder Restaurant kommen und das am besten regelmäßig. Ja, wann bleibt man da Geld am Portemonnaie haben, ist das tatsächlich von den ersten Punkten, wo sie spuren. Das muss ich einfach da so, wenn ich bei mir in der Gemeinde gucke, wie das sich in letzter Zeit verändert hat, wenn ich Kaffee gesehen habe, den Heinz dort wäre nicht in einem Casino, wie an den Kaffeen, an finalen Kaffeen, haben sie Stummern nie Wasser. Ob ich das gut finde, nicht, das ist eine ganz andere Diskussion. Mir das aber bemol der Kaffee zum Casino gehen, also nicht zu, da wo ihn sich eigentlich gesellschaftlich trifft, da kann ihn eigentlich das auch mehr kritisch bewerten, noch von dat Kaffeen gerettet, dann verschiedene Kaffeethemen gesucht und hätten durch mehr Rezepte wie durch die Bayer, wo sie verkaufen. Ja, es geht auch Männer Alkohol konsumiert, das ist ein Fakt, das geht gesundheitsministerisch
freien schon auch gemerkt trinken denke mir kein Alkohol mehr wie Wasser da ja gehen das nicht so gefallen ich würde aber so haut das von dem Wasser oder Soft trinken da sind eigentlich auch am nur den das übrigens auch etwas was man kann enger Petition hat schwingen Wochen Herr Dallas Demos den do war wird Wasser zumindest Wasser an Restaurant ein bisschen wie billig oder gratis zu kreieren wie auch immer ich meine du Sonderrappes was no zu höllen ass. Ja Personalkachen, Energiekachen as alles schon no geschwert gi d' Energie lief de Restaurateure noch fort. Fin allem Ding mat de grosse Nwen, déi kommen net no an. Hatlächke mat eng geschwert, Di mir gesot, Ma ste méi am Büro a méi an Dossier wie han dem Kartëppen, dat se vun de ganz grosse Probleme. Dat se nemmi dat ze kommen hier erbeg ze machen, mit dat se méi mussssen an de vorbeiire Mann. Du as sechelech Punkt woen muss usetze. Fi mat de Loie as ha jo geklungen. Es sind nicht immer der Meinung, dass Gemengen sollen absprangen, avant Gemengen absprangen, dann ist das vielleicht, wie viel ein Beispiel Rosebud, ist das vielleicht sinnvoll. Rosebud Mumpisch, ist das vielleicht sinnvoll, weil dir vielleicht am Dorf kein Kaffee oder kein Restaurant mehr hat. Wir holen mal zum Beispiel Mengemengen, das war die Zeit, wie ich noch am Gemengerot war, du kriegst Restaurant plus den Restaurant am Land huet, de Loyer no gelos, weil dem se be Krisenzeit vorher während die anderen Restaurateure net an dat sind dann die Situation, wo entstehen von enger deloyaler Konkurrenz. Demos sind die anderen Restaurateure beimch kommen ja, mir Brauerei neich no. Mit Gemeng huet awer dem Moment de Loyer komplett no gelos an iwwer meinten an net war natürlich eng deloyal Konkurrenz konnte natürlich auch sein Beiier seg Menüen Preise oppassen huet duch Diana Restaurant e bisssen Rose gemet bis zur Bedrängnisbrut. Du fährst dat vielleicht auf verschiedenen Dierfer eng gut Lesung mehr verschiedene Gemenge, wo awer de Kommerz schon do as d Restaurant schon do sinn. Nicht immer zu roden, weil eng deloyal Konkurrenz du ka schafe, wo den einen an de bëllechen oder Keloie bezielt werden den annner volle bei engem private bezielt den méchens Narivadaier das für allem van deng Brauereiers. Wemech bei Brauereie komme leis bei die ominéis Schanklizenze wo schoëllechen ja Parlamentären dat zo hat noch schon fir der lächte Regierung ganz viel Diskussionen gefauerert hunn wann sprichënne, war doch Demos de Gilles Roth den Demos an der Opposition de System mat kritiséiert huet, weil eigentlich unfair ass dat Monopol dummer der Geschäft gi fir Brauereien de net korrekt ist. Und an plus weil se begrenzt sinn, könnt und nach kein anderen droen. Und da kommen die ominéis exklusiv Verträge dabei, wo der dann noch gezwungen sieht, für die beim selbesten Depositär Brauerei zu kaufen. Die könnte man nicht einfach bei irgendeinem Winzer go, wo der will, weil dem sein Wein vielleicht besser aus oder besser Konditionen kriegt nicht am Kontra. Der muss bei dem, wo Brauerei erst schreibt, kaufen. Und das ist von der ganz große Problem anschmengen. Du musst mein ja Konkurrenzrecht ganz klar abräumen für allem. Wann net Gemenge sinn an dat as zu Pating so gewwir kenne ich die Kontrakter ganz gut, wo sowohl de Loyer fixieren wie no, dats een feste Kontrakt muss gemet gin an no natürlich de Volone geht ze oprich an do ze gonner Klausen rachtehn, dat in soviel Hektoliter Bayier muss kafen of van den se go net brauch. An dat sind alle gotten déi vertreg, wo d Regierung enkeier mist Richel firschreiben, weil man hätte secherlech och méi Kaffeen, die Kinde profitabel funktionieren, wann se net gezwungen wären und die exklusiv vertreg, wann se net gezwungen wären und die Schanklizenzen, aber man dann enkeier gingen reformieren. Merci. Herr Minister, an Zwischenzeit als Technik evaluiert sind Batterienhersteller wo man Menschwätze vun 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt, wo Kalden méi die schönsten am modernsten Auto bringen neicht van der Notinfrastruktur net do ass. An einer Länder hunn ugekënnecht, dats op de Weg ginn an die Bornen werden norechten, an dafür wollte Schaumolenke nofroen, wie d Lützebauer Regierung hier d Konzept ass fir der Lützeburg den Uschloss net soll verleiere, weil wir sind am Moment am Tanktourismus NRW so nimmer so gerne, wenn man gegen an den Energietourismus raklammen, dann Leiit iwwer an Vakanz voren, dass se hai kind löden, dafür wird flott war noch zu Lützeburg die Infrastruktur iwwer die 350 rausgänge go, du kann ja schnapp sagen mal op de Weg mch immer nervt, da das nämlich verschiedene Hersteller von wann der Auto löde geht, die schreiben zwar 300 Kilowatt Druck. Sie henken awer 2 Autos run, dann no kann just nach 150 löden, dann sie ganz viel Leute die an Vakanz führen, die sich no opregen, op wann der se schon modernisiert doch garantiiert kann gin, dass dat der Born steht doch wirklich no beim Auto als Lichtung rauskennt, weil das aber schon ein bisschen trickiert, weil eng 300er Born geht, dann no muss letzt bitte dann nach 150 Kilowatt. Merci, Herr Präsident. Das für allem wichtig an diesem Dossier Entschädungen wie schnell könne gefällt gehen muss aber auf der anderen Seite aufpassen, dass Entschädungen für Sanktionen geholt gehen auch die nicht liegt fertig
geholt gehen. Und das kann ich so als Erfahrung vom Office Sozial, dass man da verschiedene Dossiers wo man hin zu den Kap Rösele, wo man gesehen wie wat, dass die Leute dann der Revis Bemol Nemikruten oder einer Hölle für Nemikruten und dann aber wirklich am kahle Reh stehen, weil das sind als Schicksalsschläge von den Bemol ob nicht zurückfällt, das glücklicherweise aber nicht an allgemein dann der Office Sozial den an einer unterschiedlichen Dossier interpretiert anspringt für den Leute zu helfen, weil du sie Leute die fallen komplett auf null und dann der kann daheim sitzen, die hat 1000 zu bezahlen, die sind und das nicht immer ganz so mal korrekt aufgelaufen, nur konnten die Leute dann auch recht und da konnten sie nur bezahlt mehr die Überbrückungsphase wohin hört bis den Komitee freier die Entschädung getroffen wird, stand in Oniapes. Dafür kind das Gesetz helfen, dass von den Präsident die Entschädung nur hält, aber wenn das nur geguckt wird, dass vielleicht mich schnell geht und dass in denen Leute kind mehr schnell helfen, weil es ging sicherlich Leute, die nach Bümer noch tätig sind, haben wir am Office Sozial gesehen. Wir kennen aber auch der Leute, wo irgendeine Information vielleicht gefehlt oder Leute, die man nicht konnten, Dokumente richtig ausfüllen oder falsch Kase gesagt, was auch immer. Das gesagt mir oft. An die Leute sind dann auf null gefallen und es hat so lange gedauert, bis der Revis kommen an die Leute, die hängen dann ob den Entschädigungen vom Office Sozial, wie viel gesagt, dass das dann allgemein unterschiedlich wie Kulant, den du hast, weil schon noch von anderen Gemengen leider hören, dass sobald eine Entschädigung vom Revis, du wer richtig oder falsch, Office Sozial, und das ist quasi auch zumisch, er sieht, wenn da beim Revis ein Kommen gelost hat, obwohl das noch nicht bewiesen ist, also eine andere Meinung hast, dass ihn dann direkt beim Office Sozial auch durchfällt. Auch da das etwas, was den ein Keier muss diskutieren. Auf der anderen Seite, also da war es so, dass wann Hilfen ausbezahlt gehen, die nicht dürfen doppelt ausbezahlt gehen. Das ist nämlich auch der Fall. Wenn da zum Beispiel, wenn der Revis nämlich kriegt, und die Entschädigung steht aus, 2-3 Monate, wie das der Fall teilweise war, und kriegt vom Office Sozial die Zeit verbringt, und dann kriegt den Revis aber voll kompensiert, dass nicht, dass dann in quasi während der Zeit doppelt aufkassiert wird. Das ist ein bisschen viel zu erklären wie bei der Energieprämie. Die ich komplett unterstützen. Die Energieprämie ist auch so ein Phänomen. Die Energieprämie wird am Anfang vom Jahr ausbezahlt. Da gibt es aber dann verschiedene Klienten an einem Office Sozial, die kommen Ende des Jahres, für dann auf die integrale Stromrechnung bezahlt zu kriegen. Das heißt, den Anfang des Jahres etwas kriegt für die Stromrechnung an sich zu bezahlen. Ich weiß, dass das nicht durchgeht für den ganzen Deal, mit der das nie auf dem Energie ankommt. Auch das ist etwas, wo ich einkehr muss darüber diskutieren, wenn er so Entscheidungen hält, ob er das nicht in Zukunft kann verbessern, noch für die Leute zu schützen, weil auch da Situationen sind, wo vielleicht das Geld für besonders aufgezogen als ein Sesi oder so etwas und das dann hinter der Rechnung kommen. Sondern beim Revis hoffen ich, dass durch das Neidgesetz die Entscheidungen viel schnell können getroffen werden. Ich weiß, den Namen Präsident wird nur immens viel Arbeit tun, da steht der ganze Staff nur Hand drin, so dass die Leute wenigstens an der Zeit nicht auf null fallen, an dass die Leute können geholfen kriegen. Sicherlich auch die Leute, die frisch an der Revis kommen, die Entscheidung wird viel schnell getroffen gehen. Dafür werden wir Piraten noch der Zeit stimmen. Altnächst diskutieren wir darüber, dass der Strom Medaille gehen ist, ob das nur 25-35% sind, als eigentlich dem für Geld nicht wird, und nur bezahlen muss, ziemlich egal. Dann hätten nämlich gerne eine Hilfe. Und das Schlimmste dabei ist, dass die festfrieren, ob Rechnungen und nach an Blutgange sind, der Tisch zu gewandert, du heben das Karte oder das Blut nicht dumm hat, können wir nicht spüren, weil die festfrieren so hoch sind. Wir trippeln nur leider hier auf eine Bremse für die ganz umweltfreundliche Technologien, Leute, die bei einer Wärmepumpe oder einem Elektroauto umgeklommen sind, sind die, die hier bestraft gehen. Vielleicht wollte CSVDP die auch bewusst bestrafen. Die Netzkästen sind Herr Babisch, kann ich das doch kurz erklären, Herr Präsident, die Zeit ist. Mal ganz einfach, an dem sehr hier geht, an dem hat der Strom Medaille an, der defavorisiert die modernen Technologien wie ein Wärmepumpe oder ein Elektroauto, und der kriegt von der Presse viel gerechnet, dass ein Elektroauto nicht mehr favorabel ist par rapport zu einem Petrol, also Diesel oder Benzin. Also hat er ganz klar ein Signal gesagt gegen die Techniken. Und Herr Präsident, das war ja, genau. Netzkästen, sind Fehler. Für allem, und da komme ich rein, gibt Argument, das ist nämlich weiter das Argument, von der ein Elektroauto, der eben löst, leider nämlich direkt über eine Netzkäste, wo der auf 3 Kilowatt gesagt wird, weil er bei keinstem Elektroauto wird durchgehen, also die losen 3D-Stoff für eine abzulöten. Und die Netzkästen von 11 Cent sind ein Fehler gewesen, und die hätten nicht
sollte kommen. Wir hatten übrigens eine Lesung proposiert an der letzten Diskussion, das war, dass ein Daku ein Orlo ein Subsid soll kriegen, weil Daku einen Subsid, wann das mit der Solaranlage matt bestellt, wann das aber nur bestellt, weil ihr nur den Strom an Blut gegangen ist, wo der kein Subsid. Und ich hoffe, dass der Herr Minister dat an Zukunft wird berücksichtigen, dann auch Dakuen notwendig von den Wild abbauen einem Subsid verseit, wie der bei der anlagste Fall gewirrscht wäre. Dann das Risiko, wo der Agi, das politische Risiko, wir haben Lohai vom ADR Heiren, ich habe mal zu Notizen AfD abgeschrieben, weil die an Deutschland das Argument benutzt haben. Den ADR hat auch benutzt, dass eine Relation wäre zwischen Russland, Ukraine und so weiter, für das ein Strompreiser gegen den Blut. Und das ist eben ein ganz gefährlicher Mix, wo Populisten benutzen. Und das hat an Deutschland leider funktioniert. Du hast den Strompreis auch, das geht nicht so, mehr höher an Blut gegangen, wie der zuletzt Fall ist. Mit hat funktioniert, dass Populisten genau das benutzt haben, an einer Relation hergestellt haben, die nicht stimmt mit Russland und Ukraine. Und das ist ein ganz gefährlicher Mix. Und da sollte man politisch auch darauf aufpassen, dass zuletzt Strompreise nicht an Blut gehen. Wir haben gemerkt, dass der ADR genau dieselbe Glock burstet. Für uns Piraten ist auch ganz klar, wenn wir einen Preisdeckel machen, dass das so Sinn für den normalen Staat. Ich weiß, da waren noch Reportagen, nur der LSAP-Pressekonferenz war eine Reportage von 25.000 Kilowatt. Also, ich verstehe nicht, wie 25.000 Kilowatt als Privatmann kann verbrauchen. Wir Piraten, der sieht vielleicht auch eine Meinung als LSAP, so ganz klar, da ist Stopp. Wir haben immer gesagt, ein Piscine, Sauna, was noch alles, soll nicht finanziert werden. Wenn dem schon die 25.000 zum Teil als zu hoch angesehen an unseren Diskussionen, da sie der kommen mit den 25.000, die soll auch noch geholfen kriegen, das sehen wir nicht so. Also, wann geholfen soll gehen, dann an einem Deckel von den 25.000, den schon zu hoch ist. Stromnetz als eine wichtige Infrastruktur, und ich habe volles Verständnis dafür, dass er den Ausbau will finanzieren. Ich muss Ihnen aber da ehrlicherweise auch sagen, dass Kreos schon der Staat als mattgrößten Aktionär hat, nicht direkt, aber über NCEVO hat er die Ansicht, das größte Mattspruch recht. Das heißt, das ist auch eine politische Möglichkeit, und hier will dafür zu sagen, das Netz wird so ausgebaut, wie es soll sein, ohne die Bürger weiterhin zu belaschen, auch wenn die über verschiedene Ersatzfirmen gedeelt ist, wäre aber die Möglichkeit da, weil das an einer staatlichen Hand ist. Ja, müssen wir schnell Lesungen hier, weil ich schon bei der Motion gesagt, beim Office Sozial landen immer mehr Dossier von Leuten, die hier Rechnung leider nicht bezahlen können. Und dafür wird wichtig, dass denen Leuten schnell geholfen wird, aber wir wollen nicht jeder forcieren, den an die Probleme könnt, wir haben muss bei einem Office Sozial zu gehen, wir machen einen korrekten Preisdeckel für die Leute zu helfen. Merci. Also dies führen als mehr wie Geld an das Wichtigste, was wir am Leben haben. Ich bin auch froh, dass wir heute eine Diskussion können feiern, die ein bisschen mehr ruhig ist, ein bisschen mehr souverän, wie das für 2-3 Jahre vielleicht der Fall war, wie wir an die Chamber kommen sie nach Protest dafür unter dir waren, wenn man über Agrikultur gespart haben oder Stiefeln, Landstraßen, Stungen. Ich fand, dass die neue Regierung da eine gute Arbeit macht und dass wir auch mit Christoph Hansen gut abgestaltet sind. Da muss ich noch geliefert gehen, von dem, was Madame Hansen an den Herr Hansen, wie sie an der Reden versprochen. Für Neues geht den Respekt an alle guten Bauern, die es op sich geholfen haben, für uns mit Lebensmitteln zu versorgen, und für allem und die Jugend, die den Beruf leben, an den Beruf werden ergreifen. Das ist kein Geheimnis. Ich bin auch von den guten Konsumenten von den Lebensmitteln. Ich sehe kein Vorbild, weil ich wahrscheinlich auch zu ungesund konsumiere, ob das letzte Produkte sind oder wie bekannt, auch mal eins zu Fastfood. Wir Piraten sind aber der Meinung, dass es nicht in der Politik soll sein, viel zu schreiben, wer den ist, wen ihn ist, an wie dass sie soll leben. Wir als Piraten ist die Freiheit ganz wichtig, auch von den Transparenten dafür sorgen soll, wie ein Produkt benutzt an ist. Letzteer Lebensmittel haben eine bessere Qualität. Letzteer Lebensmittel sollen sich nicht auf dem Marché anlassen, für den Preis zu halten, weil das ist etwas, was nie gewonnen wird.
Das eng bewusst Kennzeichnung, die muss stattfinden, eng Transparenz von den Lützebäuer Produkte. Das ist den einzige Weg für Reis, für das wir Produkte und den Konsument bringen. Und dazu gehört ja doch eine Verbesserung von der Transparenz. Weil heinst du, wenn in den Supermarkt geht, das ist aber ein bisschen irreführend, dann hast du vielleicht ein Logo von einem Lützebäuer Supermarkt drauf und dann dreht den aber vielleicht so ist es immer und dann also BE-Kennzeichen drauf. Wo die Leute sich da gedacht haben, etwas Gutes zu machen, vielleicht Lützebäuer Produkte zu kaufen, weil du dann den Design auf Lützebäuer hast, mehr wart, wo die dran hast, eng anders. Das ist eine Transparenz, die man muss schaffen. Und ich hatte dann in den letzten 5, 6 Jahren schon öfters gesagt, man hätte gerne QR-Code drauf. Dass ich kann ganz bequem nur lesen. Den ganzen Produktionsverlauf, denke ich an all Mögliches, weil, also ich sehe oder gut, aber auch für mich ist es immer mehr schwierig, wir haben drauf zu lesen, was die hat an den Produkten dran, also wo sie herkommen, weil schmengen Produzenten beschreiben noch immer mehr bewusst, mehr klein. Und dasselbe ist an den Restaurant. Heutzutage geht in ein Restaurant, weiß ich nicht, ob in Lützebäuer Büfteig in Holländischen oder Belgien. Auch da für uns muss Transparenz kommen, muss ganz klar an der Quart gekennzeichnet sein, wo das Waren hier kommen. Ja, die eine Spaghetti kostet dann eben 10 €, aber man weiß ja nicht, wo sein Fleisch her wird, für seine Bolognese zu machen. Den anderen, der vielleicht Lützebäuer Fleisch benutzt hat, der verkauft auf 15, 16 €. Aber da kann man kennzeichnen. Daran, das ist nicht nur, dass man die kennzeichnen, wo Lützebäuer Fleisch hat, man muss einfach die kennzeichnen, wo kein Lützebäuer Fleisch hat. Weil du Leute guckst, weil verschiedene Kennzeichen freiwillig, mehr bringt er dann nicht, wenn die anderen nicht kennzeichnen. Dasselbe an den Metzlereien, oft geht ja mit gutem Gewissen an die Metzlerei, das ist aber leider da oder bei vielen Metzlerinnen so, dass in der Theke gar nicht gesagt wird, wo ihr hier könnt. Da muss ich dann so in der Supermarkt stehen, sind da die op den Verpackungen zu schreiben, ganz genau wie Bauer, wie Dörwit war, der das vorbildlich bei den Metzlereien das leider nicht immer zu fanden. Das ist weh, wo wir auch müssen verbessern, für dass die Transparenz hergestellt ist, wenn in Lokal an die Epicerie oder bei den Metzler geht, da sind du auch direkt weißt, wo könnt mein Poulet, wo könnt mein Randfleisch hier. Dann stärker Gemengen, also schon den Mund fusselig geschwert, wie stehen wir uns am Gemengerot war, dass man de Maison lehen an der Kräche solle méi lokal Produkte holen. Ich konnte immer gesagt, das geht nicht, machen wir nicht. Das ist aber ein Piste, wo wir sollen weiter verfolgen. Ich weiß, dass man nicht alle Produkte zu aller Zeit können hun für die Maison lehen, an das was staatlich ist, aber man muss aber hingehen und das Monst probieren. Und man muss den Bauern nicht mehr einfach machen. Das wird unter TNS Ilre so geschwert. Das größte Problem ist die Bürokratie. Und ich meine, das ist die größte Herausforderung, wo man am Hansen hört, noch den Herr Hansen an der Europa, für das wäsch zu kriegen. Weil es kann nicht sein, dass der Bauer noch mehr Zeit für den Schirm wie am Stall verbringt. Und da muss der Staat auch hingehen, für uns Piraten einen Mindestpreis garantieren, für dass der Bauer seine Ware kann verkaufen. Aber wenn der Mindestpreis im Markt in der Region ist, dann ist es für uns, dass der Staat muss angreifen, für die Waren zu garantieren. Dann den Tierschutz. Den ist für uns immens wichtig. Für uns ist es dafür auch wichtig, dass Lützebäuer Produkte verkauft gehen, wenn wir der Überzeugung sind, dass wenn Lützebäuer Bauern hier Produkte verkaufen, da viel mehr Tierschutz dran ist, wie wenn wir das aus dem Ausland billig importieren. Dann Lebensmittel sollen noch ob als Gesundheit oppassen. Wir hatten die Diskussion schon, das wird mal eine Motion von die Gering. Lebensmittel dürfen uns nicht krank machen. Wir müssen ganz genau gucken, wie ein Zusatzstoffe das dran kommen, wie ein Medikament das Tiere gespritzt kriegen, was den Bauern im Terra aufwenden. Das ist immens wichtig, weil das möchte nur der Konsument krank anschmengen, das will gut gehen. Dann bei den Schulen. Wir müssen da umsetzen, dass für jung uns Konsumenten sensibilisiert gehen, für gesunde Produkte an auch Regionalprodukte zu wollen. Dafür werden nicht mal die Schulen auch mal gucken gehen. Ich weiß, dass bei uns zu Rolling ist ein bisschen mehr einfach der Bauer als vis-à-vis von der Primärschule. Das ist mir einfach. Wir werden nicht mal an Betriebe gucken gehen, an die Kanada direkt nur bringen. Dann ein ganz großes Durch, wo wir haben als Mercosur. Wir gesehen, das wird den Landwirtschaftsmarkt in Europa, auch in Lützeburg, auf den Kopf gehalten. Die Umweltbelastungen sind ganz ernst und die werden auch weiter steigen, wenn wir den Mercosur sollten unterschreiben. Es gibt noch Studien, die besagen, dass 25% der Betriebe in Europa, ich gehe dann aus, dass Zöller in Lützeburg ähnlich wird sein, Kinder, vor allem die kleinen Kinder verschwanden, sollte Mercosur unterschrieben gehen. Das heißt, ich warne ganz klar für drin, ich überlege erst nach ein ob der Mercosur, da wird Matron, also wir Piraten, werden nicht machen. Vor allem, wenn wir noch, wenn Betriebe bis zugemäht tun
aufhängig sind. Dann zur Lebensmittelverschwendung an der Hundeschenk Motion Matbrucht, das ist auch ein Thema, was schon an den 5-6 Jahren öfters hoffen, dass bei der neuen Regierung Dr. auf Open Ohren stoßen, weil es immer weh, wenn man Produkte haben, die nach gut sind, an die gehen Wäschgehalt wären auf der anderen Seite Leute, die sich nicht können kaufen. Für Ziersen, du findest auch eine Motion Matbrucht, die ein bisschen in die Richtung geht vom französischen Modell, für hinzugehen, dass ein Supermarché müssen die Produkte, die nach gut sind, eine ASBL zur Verfügung stellen für Leute, die sich leider nicht leisten können. Merci. Wir dürfen den TIS nicht privatisieren, wir dürfen nicht hingehen, also in den RGTR überhält er nur als Netzer am Süden. Als Netzer am Süden, die wissen alle Guten, sind immens viele Passagiere, wir brauchen eine Höchstqualität, wir brauchen höchste Sozialstandards und das kann just den TIS garantieren, aber wir sollten nicht hingehen und dann eine Privatentreprise ausladen. Dass die vierste Regierung, die im TIS gesagt hat, sie forciert bis 2030 auf Elektrobussen umzuklammen, für Leute so, sie kriegen das nicht finanziert. Ich gehe nicht recht, dass man auf Elektro umklammen. Wir sollten aber nicht forcieren, wir sollten nicht forcieren, dass nur dafür den TIS muss auf RGTR umklammen. Dementsprechend schaut die Motion Matbrucht für das Schlimmste von den Plänen von der Regierung nach zu verhindern. Merci. Die Verhandlungen sind wie gesagt noch am Gange und dafür ging ich proposieren, dass man die Motion verwerfen. Klar, für ganz wohl Verhandlungen, dafür konnte ich auch schon verschiedene Elemente gestoßen an der Pressemitteilung, von der man da ministerisch lesen, wie wann die schon so entschieden wären. Und das sind eben nur mal die Punkte, dass verschiedene Linien auf RGTR werden umgeschaltet gehen. Das sind Schulbussen, das sind aber auch verschiedene Linien. Das war, dass den TIS mehr Budget braucht, mit dem soll ja laut aktuellen Verhandlungen nicht kriegen. Und ich meine nicht, dass Gewerkschaften nicht wissen, von was sie schwätzen, auch von der Lo erstellt wird, weil das genau das die Informationslage von gestern, wo die Gewerkschaften gesagt haben, dass es dort immens bedenklich ist, dass sie auch bereit sind zu streiken, soll die Regierung diesen Weg weitergehen. Dafür hat der Chamber heute gut zu Gesicht gestanden, für zu sagen, dass den TIS keine Linien und den RGTR, also auch privater, wird aufgehen. Merci. Ballfall, das, was im Moment gemäht wird, geht in eine ganz andere Richtung, wie das, was der heute an der Motion schreibt. Effektiv, das, was der heute schreibt, ist nicht am Sinn vom TIS. Merci. Ich mache den Wort ab. Das Resultat vom Wort aus 4 Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen und 5 Abstentionen. Das Motion ist also aufgelehnt mit 51 Nein-Stimmen gegen 4 Ja-Stimmen bei 5 Abstentionen. Also Armee hat mehr Chancen, wenn es mehr attraktiv gemäht wird. Wenn Javalo schon die letzten 5 Jahre an der Defense-Kommission mitgemäht, hören hun, das sind so Sachen, dezidiert sie von der vierten Regierung, die Armee nicht unbedingt mehr attraktiv gemäht. Weil ihr Krit, wenn an der Armee geht, dass das ändert den Mindestlohn liefert. Wir haben hier gedreht, von dem aus die Regierung dagegen war, dass die Leute, die frisch an der Armee gehen, endlich mal korrekt bezahlt gehen. Das heißt, wir hätten das schon. Wenn demals die Regierung mit der demolischen Opposition gestimmt hat, hätte man auch schon zerdoten, die gingen mal Respekt kriegen, an dem sie gingen das Geld kriegen, war den auch der Bausen und Marche Krit. Die Armee Kind schon mehr attraktiv sind. Der hat ein ganz CGFP, die gegen der demonstriert wird, weil da Mordicus einfach das Bewertungssystem durch immer gefordert wird. Auch das als etwas, der schwätzt die ganze Zeit von der Attraktivität von der Armee. Mit die vergisst er alle die Punkte, wo der falsch gemäht wird. Und dafür mengen ich, es war ein bewusster Testballon, wo das Regierung gemäht wird für den obligatorischen Militärdienst. Und sie froh, dass du Bausen das ganz negativ kommt und dass er ganz schnell Ermeinung gerne tut, an dass man Haut werden über die Einzelmotionen, das auch endlich werde festschreiben, dass in dieser Regierung kein obligatorischen Wehrdienst wird kommen. Der hat gesagt, ging ich dann das Motion zum Wort stellen. Ich mache den Wort ab. Der Wort ist aufgeschlossen. Das Resultat vom Wort aus 25 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen. Das Motion ist also aufgelehnt. Mit 35 Nein-Stimmen gegen 25 Ja-Stimmen bei keiner Abstention. Miranda, ich meine, die den Nerv getroffen. Ich meine nicht, dass alle guten Dünnerschriften genau auf die Prim erschrieben haben, dass sie echt das Thema, weil er auf Februar tut, dass ein viel ältere Probleme haben, wie man kann, über Runden zu kommen, dass eigentlich das der Nerv ist, wo er getroffen hat. Weil das ist nun mal der Fall. Und das ganz viele Leute, die einem dadurch erzählen, weil das nicht so, dass sie automatisch die gratis Service an einer Maison Relais oder so kann Ausspruch holen, weil die Mischgemenge keinen Platz haben. Das ist einfach so. Und da gehen die Leute, die schon wenig Geld tun,
ging gedrängt op der private Marche fir Kräche, wo dann no immens Rechnungen kriegen an den Davidskreis kommen, dass no beim Office sozial landen. Das nummer Faktor am Land und das vu de großen Probleme. Schmengen Petition huet dat ugeschwart wat viel Leute Herz hun für allem Familien mit einem geringen Revenu Probleme hun für adäquat Materie kannner können he am Land zu leben. Und dafür schmengen man schon richtig verstanden habe, auch von der Politik wird nicht unbedingt so groß Fried für das Prim entstehen, nur als Fazit. Aber wann den aber der Weh Kind gehen, das ist vielleicht der Weh, wo der Petition wollte erreichen, dass die Leute mit Kanner aber geholfen wird zu anderen Möglichkeiten, einer finanziell Entlastung. Ich bin nicht immer Freund dafür, dass sie alles Cash muss ausbezahlen, weil ich einfach auch da gesehen, dass einfach Heinz du leider ein bisschen abgedreht wird, mit diesen Leuten aber Kind helfen, konkret für Matthias Kanner, werde da schon ein bisschen mehr zufrieden in Morgen, wenn dagegen rauskommen, dass wir man eine Message hätten, dass ihr Kind so haben, wir werden den Kanner in Zukunft mehr helfen. Also Armee huet méi Chance, wann ze mé attraktiv gemet get. Wann Javalo an schon die Lächt vun de Vier an der Defenskommission mat gemet, heieren hunn, dat do Sachen décidéiert gisi vun der virchte Regierung, die d'Armee net unbedingt mehr attraktiv gemet. Bei de Krit, wann en an d'Armee geht, dats dat ënner de Mindestlohn läif. Zummer ha Tier gedrängt, vu dem muss die Regierung der géint war, dat die Leiit, die frisch an d'Armee gin, endlich mo ginge korrekt bezölt gin. Dat hiich mir hätten dat schon. Wann Demos Regierung Matter demolischer Opposition gestimmt hat, hätte man lo schon zerdoten, die gingen mal Respekt kreen, an dem sie gingen dat Geld kreen, war den Ochtobausen Marche krit. Da Armee Kind schon mehr attraktiv sind. Der hat ein ganz CGFP, die gegen der demonstriert wird, weil da Mordikus einfach das Bewertungssystem durch immer gefordert wird. Auch das als etwas, der schwätzt die ganze Zeit von der Attraktivität von der Armee, mit die vergisst der alle die Punkte, wo der falsch gemäht wird. Und dafür mengen ich, es war ein bewusster Testballon, wo das Regierung gemäht wird für den obligatorischen Militärdienst. Und sie froh, dass du Bausen das ganz negativ kommst und dass er ganz schnell Ermeinung gerne tut, und dass man Halt werden über die Einzelmotionen, das auch endlich werde festschreiben, dass in dieser Regierung kein obligatorischen Wehrdienst wird kommen. Der hat gesagt, ging ich dann das Motion zum Wort stellen. Ich mache den Wort ab. Der Wort als aufgeschlossen. Das Resultat vom Wort aus 25 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen. Das Motion ist also aufgelehnt. Mit 35 Nein-Stimmen gegen 25 Ja-Stimmen bei keiner Abstention. Wir dürfen den TIS nicht privatisieren, wir dürfen nicht hingehen, also in den RGTR überhält er nur als Netzer am Süden. Als Netzer am Süden, die wissen alle Guten, sind immens viele Passagiere, wir brauchen eine Höchstqualität, wir brauchen Höchstsozialstandards, und das kann just den TIS garantieren, aber wir sollten nicht hingehen und das bei einer Privatentreprise ausladen. Dass die vierste Regierung dem TIS gesagt hat, sie forciert bis 2030 auf Elektrobussen zu klammen, für Leute so, und sie kriegen nicht finanziert. Ich gehe erst recht, dass man auf Elektro klammen, wir sollten aber nicht forcieren, wir sollten nicht forcieren, dass nur dafür den TIS muss auf RGTR klammen. Dementsprechend schaut die Motion Mabrich wie das Schlimmste von den Plänen von der Regierung noch zu verhindern. Merci. Die Verhandlungen sind wie gesagt noch am Gange, und dafür ging ich proposieren, dass man die Motion verwerfen. Klar, für ganz wohl Verhandlungen, dafür konnte ich auch schon verschiedene Elemente gestoßen an der Pressemitteilung, von der man da ministerisch lesen, wie wann die schon so entschieden wären. Und das sind eben nur mal die Punkte, dass verschiedene Linien auf RGTR werden umgeschaltet gehen. Das sind Schulbussen, das sind aber auch verschiedene Linien. Das war, dass den TIS mehr Budget braucht, mit dem soll Jolo laut aktuellen Verhandlungen nicht kriegen. Und ich meine nicht, dass Gewerkschaften nicht wissen, von was sie schwätzen, auch von der Lo hier erstellt wird, weil das genau das die Informationslage von gestern, wo die Gewerkschaften gesagt haben, dass es dort immens bedenklich ist, dass sie auch bereit sind zu streiken, soll die Regierung diesen Weg weitergehen. Dafür hat der Chamber heute gut zu Gesicht gestellt, für zu sagen, dass den TIS keine Linien und den RGTR, also auch privater, wird aufgehen. Merci. Ballfall dat wat im Moment gemet geht eine ganz andere Richtung wie dat wat der an der Motion schreibt, effektiv der schreibt als net am Sinn vom TIS. Merci. Ich mache de Wort op. Das Resultat vom Wort aus 4 Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen a 5 Abstentionen. Das Motion ist also aufgelehnt mit 51 Nein-Stimmen gegen 4 Ja-Stimmen bei 5 Abstentionen. Das eine bewusste Kennzeichnung, die muss stattfinden, eine Transparenz von den Lützebäuer Produkten. Das ist der einzige Weg für uns, für das wir Produkte an den Konsument bringen. Und dazu gehört ja doch eine Verbesserung
von der Transparenz. Dann ass vielleicht ein Logo von einem Lützeburger Supermarché drauf und dann dreht den aber vielleicht so ist immer und dann also BE-Kennzeichen drauf. Und ich hatte dann die letzten 5-6 Jahre schon öfters gesagt, mir hätte gerne QR-Code drauf. Dass ich kann ganz bequem nur lesen. Den ganzen Produktionsverlauf, denke ich an all Mögliche, weil die hat an den Produkten dran, also wo sie herkommen, weil schmengend Produzenten beschreiben noch immer mehr bewusst mit klein. Und da muss der Staat auch hingehen, für uns Piraten sogar einen Mindestpreis garantieren, für dass der Bauer seine Ware kann verkaufen. Aber wenn der Mindestpreis und Marché nicht erreicht ist, dann ist es für uns, dass der Staat muss angreifen, für die Waren zu garantieren. Zur Lebensmittelverschwendung an der Hundeschenk Motion Matbrucht, das ist auch ein Thema, das schon an den 5-6 Jahren öfters Obrucht hoffen, dass bei der neuen Regierung Dr. auf offene Ohren stoßen, weil es immer weh, wenn man Produkte haben, die nach gut sind, an die gehen Wäschgehalt wären, auf der anderen Seite Leute, die sich nicht können kaufen. Für zu essen, du findest heute eine Motion Matbrucht, die ein bisschen in die Richtung geht vom französischen Modell, für hinzugehen, dass ein Supermarché müssen die Produkte, die nach gut sind, eine ASBL zur Verfügung stellen für Leute, die sich leider nicht leisten können. Merci. Wenn wir einen Preisdeckel machen, dass das so Sinn für den normalen Staat. Nur der LSRP-Pressekonferenz war eine Reportage von ihr von 25.000 Kilowatt. Also ich verstehe nicht, wie 25.000 Kilowatt als Privatmann kann verbrauchen. Wir Piraten, der sieht doch vielleicht auch eine Meinung als LSRP, so ganz klar, da als Stopp. Wir haben immer gesagt, ein Piscine, Sauna, was nach alles soll nicht finanziert gehen. Also, wann die Rolle soll gehen, dann an einem Deckel von den 25.000, den schon zerhält. Wir trippeln leider hier auf eine Bremse für die ganz umweltfreundlichen Technologien, Leute, die bei Wärmepumpe oder einem Elektroauto umgeklommen sind, sind die, die hier bestraft gehen. Vielleicht wollte CSVDP die auch bewusst bestrafen. Die Netzkästen, mal ganz einfach, an dem sie hier geht, an dem hat der Strom Medaille an, der defavorisiert die modernen Technologien wie ein Wärmepumpe oder ein Elektroauto und der kriegt von der Presse viel gerechnet, dass ein Elektroauto nicht mehr favorabel ist par rapport zu einem Petrol, also Diesel oder Benzin. Also hat er ganz klar ein Signal gesagt gegen die Techniken. Stromnetz als eine wichtige Infrastruktur an schon volles Verständnis dafür, dass er den Ausbau wollt finanzieren. Ich muss Ihnen aber do ehrlicherweise auch sagen, dass Kreos schon der Staat als mattgrößten Aktionär hat, nicht direkt, mehr über NCEVO hat er die Ansicht der größten Mattsprache recht. Das heißt, das ist auch eine politische Möglichkeit, und hier will dafür zu sagen, das Netz wird so ausgebaut, wie es soll sein, ohne die Bürger weiterhin zu belaschen, auch wenn die über verschiedene Ersatzfirmen gedeelt ist, wäre aber die Möglichkeit da, weil das an einer staatlicher Hand ist.